alle zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Tubes. Oh mein Gott, was ist das gestern für ein Tag gewesen? Der 1.2.2024 ist wirklich ein Tag in der Formel 1, wo man sich merken muss, der Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. Und in der heutigen Episode geht es auch wirklich nur um das Thema, was wir uns vorstellen, wo es für den Hamilton hergeht, was mit Ferrari passiert, was passiert auch noch mit dem Sainz, wer wird den Hamilton Mercedes ersetzen, alles das in dieser Episode. Wir wünschen euch viel Spaß und wie immer eine gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release. Wir haben hier ja nicht mehr gerade Breaking News, aber wie schon im Intro angetönt, es geht in der heutigen Episode um den Fahrerwechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari, wo irgendwie mega unerwartet war, also vor allem zum jetzigen Zeitpunkt. Ich meine, das Gerücht, dass der Hamilton mal wieder zu Ferrari wechselt, das hat es schon länger immer wieder gegeben. Vor allem, eigentlich in jeder Silly Season hat es eigentlich mal geheißen, ja, Hamilton zu Ferrari. Aber dass es jetzt einfach so vor der Saison 2024 startet oder einfach so einen Transfer gibt, ist mega unerwartet gewesen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Also irgendwie finde ich es geil. Auf einen Teil finde ich es richtig geil und auf den anderen Teil finde ich es irgendwie hure schade, weil Hamilton Mercedes eben, das hat es schon 11 Jahre gegeben und man hat sich halt mega daran gewöhnt und jetzt ist das einfach dann nachher heute vor allem, genau, ist es einfach das Jahr fertig und das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich es schade. Mir tut der Toto leid. Aber ja, ich weiß nicht, Schubs, wie hast du so, den Tag empfunden oder beziehungsweise ist es bei dir so gewesen? Erzähl mal, wie war dein Tagesablauf gewesen? Oder wie? Also ich erzähle nachher meine Einstellung, aber es hat mich zu wundern, wie deine war. Ich mag mich erinnern, am 1.2.2024, als ich normal arbeiten und gemeint alles ist normal. Nein, Spaß beiseite. Es war schon crazy gewesen, weil das Ding ist, mit den Jahren kommt man so ein bisschen in die Erfahrung rein, so, ja, wenn gewisse Gerüchte eine gewisse Anzahl mal gesagt werden, weisst du, dass sie eigentlich stimmen. Und vor allem je nachdem, von welchen Quellen dass sie kommen, stimmen sie wirklich. Sky Sports, die haben einfach immer den Reicher. Wenn die etwas sagen, ist es meistens nicht immer, aber meistens richtig. Und trotzdem habe ich es einfach nicht geglaubt. Weil es hat am Morgen früh wenig angefangen, ein Gerücht nach dem anderen. Und dann irgendwie gegen die 10, 11 oder so holt Sky Sports einfach raus, BAM! Lewis Hamilton fährt für Ferrari. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, aber das ist ja keine offizielle Information. Wahrscheinlich kommt das jetzt gerade noch. Das Erste, was ich gemacht habe, ist schnell die Ferrari-Aktie anschauen. Dann habe ich gesehen, dass sie nicht unten ist. Und dann dachte ich, ja, können es mal probieren, weil ich habe noch nie investiert. Oder? Mal probieren, vielleicht etwas da drin zu tun. Nachher auf einmal schickst du einen Post, noch einmal, BAM! Hamilton bei Ferrari. Ich so, okay, wieso kommt jetzt das überall? Gehe ich noch den Marktpreis anschauen. 10% tue ich so, okay, ich glaube, es stimmt. Und wirklich kurz darauf, dann am Nachmittag irgendwann ist das dann effektiv passiert. Ja, also ich weiß nicht. Nein, es war noch später. Es ist wenn am 4 oder am 5 etwa. Was? Also die offizielle Meldung ist am 5 vor 8 gekommen. 5 vor 8 sogar erst. Eben. Wegen dem, also ich glaube da ganz klar, irgendjemand hat das geleakt in einem Sky Sports Reporter. Und die gewusst, es ist eine vertrauliche Quelle und hat gesagt, weißt du was, komm, ich hole das jetzt raus. Ich meine, logisch halt. Sky Sports ist jetzt überall in dem Sinn gestanden mit dem. Das sind die Ersten, die die Meldung offiziell rausgetan haben. Riesen PR-Stand und ja, also für mich eine absolute Achterbahnfahrt. Ich weiss nicht, du und ich, wir sind... Normalerweise bin ich nicht so viel am Handy beim Arbeiten, aber ich schwöre, ich war selber überrascht. Konstant bin ich nur mit dir hin und her schreiben gewesen, Alter. Instagram immer am Aktualisieren gewesen. Wann kommt die offizielle Mitteilung? Und vor allem, was wir uns für Memes geschickt haben. Also ungelogen. Ich glaube, einfach der Verlauf von diesem Tag ist länger als alles, was wir uns bis jetzt in diesem Jahr geschickt haben. Wirklich. Ja, wirklich. Ja. Nein, also bei mir war es wirklich so gewesen, am 10 ab 7 Uhr am Morgen hat mir der Magic Card so eine Post geschickt vom Will, weißt du, vom Moderator von der F1. Weißt du welchen? Ja, ich bin gerade einen Schluck am Trinken. Ah, sorry. Yes. Ja, der hat so einen Post gemacht, dass er eben mitbekommen hätte, dass irgendein Fahrer von einem Top-Team zu Ferrari geht.
Der hat das doch schon genau gewusst. Und meine erste Reaktion, ungelogen, ich habe geschrieben, Hamilton und so ein Totenschädel, weißt du, so Alter, so, ja, nie im Leben, weißt du, so als Witz geschrieben. Und da habe ich gerade noch hinten nachgeschrieben, aber er hat ja einen Vertrag bis 25, also er kann es nicht sein. Da habe ich so überlegt, Russell auch nicht, hat auch 25 Vertrag plus Russell wird nicht wechseln. Norris hat auch erst gerade den Vertrag verlängert. Der Piastri hat letztes Jahr noch den Vertrag verlängert. Leclerc ist ja safe, also kann ja nicht so Ferrari wieder wechseln, wenn er schon bei Ferrari ist. Sainz macht irgendwie auch nicht Sinn, da würde nicht stehen, würde so Ferrari wechseln. Und dann dachte ich so, welcher Topfahrer? Und dann habe ich so geschrieben, ja, vielleicht Elben und das mit Topfahrer oder Top-Team haben es vielleicht einfach als Vorwand gebraucht, habe ich so geschrieben. Und dann nachher irgendwie so, vielleicht eine Stunde später, nicht einmal, plötzlich sehe ich so, ja, es gibt Gerüchte, Hamilton wechselt zu Ferrari. Und ich so dachte so, ja, komm, weißt du, das ist immer so das Standardzeug. Oder, da habe ich so oft schon gelesen, in der Zeit, wo der Hamilton fährt. Das hat wirklich dann die so, letzten 4 Jahre konstant, jedes Jahr vor Anfang der Saison gehört. Ja, wirklich. Immer wieder. Und vor allem eben in der Silly Season immer wieder Hamilton Ferrari. Das ist immer wieder zusammengekommen. Und dann nachher ist irgendwie, keine Ahnung, 10 oder so gewesen. Und dann habe ich so einen Post gelesen, so, ja, Sky hat es offiziell bestätigt, Hamilton fährt bei Ferrari. Dann bin ich so auf Sky gegangen und da steht wirklich so, Hamilton joins Ferrari. Und ich dachte so, Alter, was? Dann dachte ich so, kann ja nicht sein. Und dann habe ich eben immer wieder aktualisiert. Ich dachte so, irgendwo kann ich es vielleicht schon glauben, weil eben, es ist Sky und Sky halt wirklich eigentlich nicht so random Gerücht einfach so aus und sagt so, ja, das stimmt. Also ich kann es mir wie nicht vorstellen, dass Sky macht, weil Sky hat doch, ja, so eng mit Formel 1 zusammenarbeiten und die müssen irgendwo so einen Spienzel haben, der das irgendwie eben mitbekommt. Ich aktualisiere nie so die Pressemitteilung und dann dachte ich so, entweder wird es um 3 sein. Dann nachher ist irgendwie so Nachmittag gewesen, und dann habe ich eben so wieder gelesen, so, ja, der Toto Wolff hat irgendwie so das Team am Nachmittag am 1 oder 2 informiert, eben, dass der Hamilton soll, das Team verlassen. Und dann nachher dachte ich so, ja, jetzt muss ja die Pressemitteilung kommen. Und immer aktualisiert, nicht kommen. Dann haben wir eben so Memes hin und her geschickt und alles. Ich bin noch irgendwie so Zeug geholt, habe zwischendurch immer müssen schauen, wieder kurz anhalten und schauen, wieder aktualisieren, um zu schauen, ist jetzt etwas gekommen oder nicht. Oder nachher so, ist 4 gewesen. Ich dachte so, jetzt muss es kommen am 4. Wenn es am 4 nicht kommt, habe ich gesagt, wird es wahrscheinlich entweder am 7 sein oder am 8. Und nachher so ist es 4 gewesen, immer noch nicht gekommen und immer wieder so ein bisschen Leaks gewesen, so, ja, eben das sage ich und so. Und dann ist dann so, eben so der Ferrari-Boss, hat es auch schon bestätigt. Und dann war es 7 gewesen, ich habe den Stream angeschmissen, dachte so, jetzt kommt etwas, ist nicht gekommen. Und dann hat der Magic auch wieder geschrieben, ja, anscheinend am 8 soll etwas kommen. Und eben am 5 vor 8 hat Mercedes Pressemitteilung rausgehauen. Ja, eben, dass der Hamilton sind wir jetzt verloren per Ende 2024. Und dann nachher, eine Viertelstunde später oder 20 Minuten später ist dann nachher von Ferrari gekommen, einfach ein Satz ist gekommen. Wir freuen uns, den Lewis Hamilton als Fahrer 2025 bei uns zu haben. So in die Richtung. That's it, mehr nicht. Ja. Und ja, richtig krasser Tag gewesen. Wirklich mega heftig. Ich habe auch noch in Ferrari-Aktien investieren, aber ich habe kein Konto gehabt. Nicht können. Wahrscheinlich zu schlimm. Ja, es ist schon fast schon wieder relativ runtergegangen. Also ich hätte es, glaube ich, gestern schon verkaufen sollen. Ja, vor allem, ich dachte, also, es kommt noch eine richtige Explosion, die so offiziell wurde, aber das ist gar nicht passiert. Dann. Es ist voll hängen geblieben. Der Kurs ist einfach hängen geblieben. Ja, aber anyway. Ja, also, was glaubst du jetzt oder was haltest du vom Wechsel? Was glaubst du? Ist es schlau, ist es nicht schlau? Oder was ist so deine Meinung zu dem Ganzen? Also meine Meinung zu dem Ganzen ist erstens mal ganz klar, hat es alles überrumpelt. Und ich sage das so, weil es hat nicht nur uns als Fans überrumpelt, sondern eben auch die Formel 1 an und für sich. Und auch Ferrari selber. Ich meine, die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es so schnell schon liegt und rauskommt. Sonst hätten sie ja nicht so ein schwaches Statement gemacht. Wahrscheinlich hätten die das bis Mitte Jahr noch irgendwie für sich behalten, aber ganz klar zeigt sich jetzt halt auch, wieso dass der Sainz so einen Struggle hatte. Oder? Wir haben lange immer wieder diskutiert und wir haben immer wieder, seit Ende letzten Jahr, haben wir seinen Vertrag so ein bisschen unter die Lupe genommen und immer wieder jetzt geheißen, ja, er sei immer noch vorhanden und er sei nicht ganz zufrieden damit. Und
Ja, jetzt weiss es eins auch, wieso dass er nicht den Vertrag bekommt, den er wollte. Weil wahrscheinlich hätte er können sagen, ich fahre gratis für euch für die nächsten 5 Jahre. Und sie hätten ihn nicht genommen. Weil die Chance, einen Lewis Hamilton in deinem Team zu haben, das willst du nicht verpassen. Und umgekehrt auch die Chance, mal einen Ferrari zu fahren. Man sagt es immer so schön, jeder ist ein Ferrari-Fan. Und wenn du einem Kind sagst, zeichne mir ein Auto, dann macht das Auto rot. Oder? Und da bin ich ganz fest davon überzeugt. Da hat einer Netflix-Doku geschaut, hä? Kommt das von dort? Da kommt dort, ja. Ah, shit. Von dort davor, das sagt auch der Will. Ich weiß einfach, dass es der Enzo Ferrari mal Ja. gesagt hat. Irgendwie. Und ja, aber es ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich einfach so. Und also mein ganzes Fazit zu dem ist, es hat einfach komplett Formel 1 überrumpelt. Einfach mal jetzt so vom Tag von gestern mein Endfazit. Aber generell, ja, was finde ich für einen Move? Ich finde es in dieser Hinsicht ein geiler Move, weil, ich sage es immer wieder, in mir drin ist so ein Viertel Ferrarista drin. Ich habe das Team wirklich gern und ich will, dass sie erfolgreich sind. Ich meine, wer will nicht, dass Ferrari zu oben steht? Das ist einfach schön, das rote Auto zu vorne zu sehen. Und ich hoffe, dass... Also, was heisst ich hoffe? Ich habe das Gefühl, man sieht eben auch, dass das, was der Fred Vasseur macht, Wirkung zeigt. Wir haben gegen Ende letztes Jahr nicht mehr so die ganz komische Strategie-Calls gehabt. Das Auto ist stabil, konstant gut geblieben. Es hat ein bisschen seine Quirks und so kleine Reliability-Issues gehabt, aber es ist einfach gut geblieben. Er holt die richtigen Leute rein. Er hat, abgesehen von Lewis Hamilton, noch ganz viele andere Leute reingeholt. Ich müsste die Namen nachher mal schnell noch suchen. Aber einfach, es gibt mir noch mehr Hoffnung, dass es tatsächlich passieren kann, dass wir gleich wieder einen Ferrari World Championship Win haben. Egal in welcher Form, sei das jetzt Konstrukteurs, ich denke in der Fahrermeisterschaft, wenn dann. Ich glaube aber auch, dass es für Ferrari ein bisschen ein spezieller Move ist wegen Leclerc. Weil du setzt alles hinter Leclerc und jetzt holst du einen zweiten Alpha ins Team, wo der Weg gut ist, dass es den Leclerc in die Schatten stellen. Ich glaube, das wird im Leclerc seinem Ruf extrem schaden. Es wird jetzt aber auch zeigen, ist der Leclerc effektiv Championship-Material. Weil wenn er im Lewis auch nur ein bisschen Stirn bieten kann, dann wissen wir, der Cape kann etwas. Und der wird Championship-Win holen irgendwann. Also von dem her, es ist sicher gut zum Messen, aber auch gut für ihn zum Lehren. Ich würde sagen, für Charles nicht ein guter Move, für Ferrari ein absolut genialer Move. Und egal wie viel Geld sie ausgeben, das ist nicht nur das beste Driver-Pairing, ich glaube auch das beste Team für die nächsten paar Jahre, wenn es so weitergeht. Das ist meine Meinung zu dem Wechsel. Ja, also was ich noch dazu erwähnen kann, weil das hat mir heute auch der Magic Card vor kurzem geschickt. Der Lewis soll über 100 Millionen pro Jahr von Ferrari bekommen. So sagen so Insider. Als Da geht all das extra Geld hin. Nein, also, schau, ich meine, mir wird ja immer vorgeworfen, ich sage ja Mercedes-Fan, oder? Aber eigentlich bist du ein Hamilton-Fan. Eigentlich bin ich ein Hamilton-Fan, oder? Jetzt kann ich so sagen. Ich muss jetzt einen Ferrari-Stuff kaufen. Forza Ferrari! Nein. Bro, aber ich kaufe mir auch Ferraris. Ohne Scheiß, ich kaufe mir Lewis Hamilton Ferrari-Match, ist mir egal. Nein, aber schau jetzt, weißt du, ich muss sagen, ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, wie wäre es ein Hamilton in Ferrari? Und irgendwie, auf einen Teil tut es einfach komisch und die Vorstellung ist irgendwie falsch. Weil du kennst halt nur den Hamilton bei Mercedes oder McLaren, weißt du, so halt so, ich weiß halt nicht so, wie soll ich sagen, Ferrari ist halt immer rot und Mercedes, McLaren ist halt immer so grau gewesen, weißt also du kannst es wie nicht mit dem roten Anzug kannst du ihn fast nicht vorstellen. Und irgendwie, wenn ich mir aber gleich so bildlich das vorstelle, wie du so schon mit dem roten Anzug, denke ich so, Alter, der passt richtig trainieren. Und ich glaube auch, er wird, gehe ich schwer davon aus, für Ferrari eine richtige Bereicherung sein. Weil er ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aktuell. Hat im Schumacher seine Weltmeistertitel eingestellt. Er hat die meisten Wins, die meisten Poles und weiss ich was alles drum und dran. Ein paar gehört hat er natürlich auch schon wieder abgegeben wegen Verstappen und alles. Aber er hat Erfahrung, wo einfach jedes Team davon nur profitieren kann. Und
wie du schon gesagt hast, der Fred Vasseur hat so viele gute Leute zu Ferrari reingeholt. Und ich habe einen Post gelesen, wo anscheinend eben gestanden ist, dass der Fred Vasseur schon länger, also er hat ja noch nicht so lange bei Ferrari, aber anscheinend von Anfang an schon im Kopf hatte, den Hamilton zu holen, weil das noch sein fehlende Puzzleteil sei im Team. Und ich meine, klar, du sagst auch, für den Leclerc ist es hart oder kann es hart werden. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass also klar, bei Ferrari sagt immer, es gibt keine Fahrer 1 und Fahrer 2, aber es gibt es sowieso. Und ich glaube, auch am Anfang wird der Leclerc wahrscheinlich schon ein bisschen unten durchgehen. Es ist ein Hamilton, der kommt. Und ich glaube, Ferrari wird schon auch sehen, wie gut ist er wirklich. Aber ich glaube, Ferrari kann mega profitieren von seiner Erfahrung, wie das Auto soll sein. Ich glaube, die werden das Auto recht aufbauen, habe ich so das Gefühl. Und der Leclerc kann mega von ihm profitieren. Ich glaube es aber, Qualifying-technisch wird der Hamilton am Leclerc ein bisschen zu beißen haben, weil der Leclerc ist einfach, was Qualifying anbelangt, einfach schon ein verdammtes Gewehr. Also der hat er wirklich so, ja, recht im Griff oder hat es sehr gut im Griff. Denke aber so Rennpace und vor allem eben so, dass mit Reifen umgehen wird wahrscheinlich der Hamilton einfach doch ein bisschen besser im Griff haben. Ich glaube, einfach der Leclerc kann von ihm profitieren und kann vielleicht mal so ein, ja, wenn der Hamilton reinkommt, dann vielleicht in einem Jahr, 2, ein bisschen, weißt du, so von dem ein bisschen Gebrauch machen, dass er dann vielleicht so Championship-Potenzial hat. Also ich denke, in allen Richtungen oder in allen Belangen vom Team, sei es Leclerc, das Team selber, Entwicklung, alles drum und dran, werden das vom Hamilton profitieren. Und ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Ich glaube schon auch, dass der Hamilton vielleicht im ersten Jahr noch nicht so wird können performen, wie es vielleicht die meisten schon wieder erwarten. Also man darf halt nicht erwarten, dass er in das Auto reinhockt und nachher gerade alles komplett voneinander nimmt. Also ich denke nicht, dass das wird passieren, weil ich meine, die Autoentwicklung fängt ja immer schon ein Jahr vorher an, blöd gesagt. Und ja, da ist er ja noch nicht richtig involviert. Also es ist halt schwierig. Der kommt dann halt einfach in ein Auto rein, das schon entwickelt wurde und das ist halt dann, ja, wenn das nicht auf ihn passt, dann muss es halt angepasst werden und das braucht halt immer ein bisschen Zeit. Also da muss man halt einfach den Anfang sicher mit Vorsicht geniessen. Aber an und für sich muss ich sagen, der Move ist geil. Die Vorstellung, er könnte vielleicht noch, also gut, das ist eben das Wunschdenken, sage ich jetzt auch, aber er könnte den 8. WM-Titel mit Ferrari holen und so seine Karriere beenden, würde ihn natürlich zur absoluten Legende küren. Ich meine, er hat ja jetzt schon einen Legendenstatus, muss man einfach auch so ein bisschen sagen. Also das, was er alles erreicht hat, ist einfach krass. Aber so abschließen, seine Karriere beenden mit Ferrari und dann nochmal mit einem Championship. Ich meine, nach so vielen Jahren ohne Erfolg Ferrari und dann kommt so ein Hamilton und würde es holen. Also das Wunschdenken klingt schon recht krass. Und ich glaube, so, das ist so das, was ihn auch ein bisschen dazu bewegt hat, vielleicht zu Ferrari wechseln, um einfach halt mal die Serie wie zu unterbrechen oder halt einfach mal zu brechen. Klar, es kann auch anders rauskommen. Ich meine, Ferrari zersagt fahren, da müssen wir ja nicht darüber diskutieren. Aber vielleicht ist er der Gamechanger, weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, es hat einfach auch, ich meine, der seit der 13 ist bei Ferrari. Bei Mercedes, sorry. Und so einfach so heimlich bei Ferrari. Nein, seit er 13 ist er bei Mercedes im Jugendprogramm gewesen. Nachher eben mit McLaren Mercedes. Ist eigentlich auch Mercedes gewesen, beziehungsweise haben ja Anteil und alles. Und ja, ist eigentlich nie in einem anderen Team gewesen, außer Mercedes. Oder ist eigentlich nie so verwaltet worden. Vielleicht braucht er halt einfach wirklich den frischen Wind, ein frisches Team, etwas komplett Neues und ja, mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Also ich bin wirklich mega gespannt und in allem muss ich wirklich sagen, ich finde den Move nicht schlecht und ich muss auch sagen, wenn es jetzt nicht wird klappen, kannst du ihm nicht sagen, so, es war eine Fehlentscheidung gewesen, glaube ich. Schlussendlich musst du einfach dann sagen, ja, er hat es probiert und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so. Weißt, ich glaube generell, also für Hamilton sicher ist es einfach wirklich ein guter Move. Er kann eigentlich wie nichts falsch machen. Selbst wenn Ferrari jetzt, sagen wir, wirklich überhaupt nicht gut performt, Mercedes wird ihn mit offenen Armen wieder zurücknehmen. Tut mir leid, egal wer sie sein, der Hamilton hat einen Platz reserviert bei Mercedes. Und selbst wenn er nicht zu Mercedes will, wird ihn jedes andere Team nehmen. Klar, es könnte nicht jeder 100 Millionen ausgeben für ihn, aber jeder hat ihn gerne im Team. Und von dem her, ich habe das Gefühl, der Hamilton ist auf so einem Status,
wo er sich wirklich einfach alles könnte erlauben könnte. Da könnte Das es ist so, Team ja. gehen, oder? Das ist schon so, ja. Ja. Was Aber- ich vor allem... Ja, sag. Aber man muss halt einfach auch noch im Hinterkopf behalten, wenn er zu Ferrari geht, ist er 40. Also lang wird er nicht mehr fahren. Ursprünglich hat er auch mal gesagt, er will nicht in der Formel 1 sein bis 40. Und jetzt, wenn er zu Ferrari geht, ist er 40. Er soll angeblich einen Vertrag haben bis Ende 2026 mit Option auf 2027 können verlängern. Ja, voll. Also, Ich habe genau auf das ansprechen, weil ich finde, es wirkt so wie so ein bisschen ein Last-Ditch-Effort, so entweder jetzt oder nie, oder? Und er hat auch geschaut, mit wem habe ich die besten Chancen, gegen Red Bull eigentlich anzukommen. Und wahrscheinlich hat er im McLaren-Programm einfach ein bisschen zu wenig Vertrauen geschenkt. Aber man sieht ja auch das Momentum, das Ferrari hat. Und er könnte für etwas sehr gut. Er ist ja im F2 oder F3 ja, schon mit F2, dem ja. Vasseur gefahren. Ja. Und ich meine, wenn du schaust, was der Vasseur jetzt alles schon gemacht hat, ich meine, der hat in dieser kurzen Zeit, wo er dabei ist, eigentlich alles, was Maurizio Arrivabene und Antonio ein Binotto halt so ein bisschen kaputt gemacht haben, hat er eigentlich schon wieder umgedreht. Oder? Er hat sie wieder auf den zweiten Platz zugeholt, Ferrari. Oder ich sage jetzt mal auf den zweiten, dritten Platz. Das war so ein bisschen gegen Ende in der McLaren gewesen, aber gleich. Ich würde dem auch Vertrauen schenken. Und ja, also wirklich nochmal für Hamilton absolut die richtige Entscheidung. Ja, ich glaube es auch. Und also man muss wirklich, also der Fred Vasseur, eben, man kann halten, was man will von ihm. Viele sagen immer so, er ist ein recht grimmiger Sieg, aber eigentlich ist er ein mega lustiger Keib. Und er ist einfach ein verdammt gerissener Keib. Also er macht es einfach hure schlau und eben, also Ferrari hat mit ihm einen der besten Teamchefs reinholen, die es einfach so gibt. Und ich weiss noch, das haben wir dann schon gesagt, wo wir mitbekommen, dass er von Sauber wird übergehen. Wir sagen, das ist der perfekte Move. Das ist genau der Team-Principle, das sie brauchen. Und dann wird das Team wieder an die Spitze bringen. Und was ist dann passieren? Er bringt es wieder an die Spitze führen. Mit dem besten Fahrer, den es gibt. Also, das ist so. Kommt gut. Ich bin hure gespannt, was wird passieren. Ich bin wirklich mega gespannt, wie sich das Ganze wird entwickeln. Weißt du, was bin ich hure gespannt? Erzähl. Wer zum Fick übernimmt seinen Sitz? Ja, das ist halt so die nächste Diskussion, oder? Ja. Ich meine, du hast schon die Optionen. Also, ja, müssen wir immer wieder erwähnen. Der Mick Schumacher ist natürlich Reservefahrer und hat natürlich jetzt letztes Jahr wirklich einen guten Job gemacht. Er fährt das Jahr für die LMP, also für Langstreckenfahrzeuge oder Langstreckenrennen fährt er ja für die Alpine. Und ich glaube, das wird schon auch ein bisschen ausschlaggebend sein, wie gut dass er dort performt für Mercedes. Ich glaube, Mercedes wird sich nicht gerade heute und morgen entscheiden für einen zweiten Fahrer oder für den nächsten Fahrer oder Nachfolger für den Hamilton. Ich glaube, sie werden sich da schon bis etwa so Sommer, Herbst Zeit da gehen jetzt mal davon aus, aber eben, man weiß ja nie. Ich denke, er ist eine Option. Ocon wird leider auch immer wieder erwähnt. Tut mir leid fürs Leider, aber es ist leider so. Und ein Albon sehe ich auch sehr in einer guten Position. Vor allem mit Williams, Mercedes und James, wo ja Mercedes war, ist halt die Connection schon rum. Ich sage auch wieder, der Kimi Antonelli könnte auch Potenzial haben, je nachdem, wie gut er in der Formel 2 ist. Wäre aber schon krass. Aber wenn, dann würde ich es eher so sehen, dass der Albon kommt und er geht dann zu Williams. So in dieser Kombination. Alonso soll ja anscheinend schon Gespräche gehabt haben jetzt inzwischen mit dem Toto. Das wäre einfach komplett, da wäre also Eskalationsstufe, weiss ich was, also das wäre, stell dir vor, der wäre der Alonso, glaube ich, in jedem Formel 1 Team sein, wo es geht, also bis auf Sauber, aber der ist wirklich gefühlt in jedem Team gewesen. Das ist abartig. Und Red Bull fehlt ihm auch noch. Und ja, wer würde es da geben? Also, ja, es gibt auch... Bottas gibt es ja auch ein bisschen wieder, wo gesprochen wird, aber Bottas ist eher unrealistisch. Der hat auch einen geilen Move gemacht. Einen Tag nachher ist er ja in Brackley, also eigentlich heute ist er in Brackley gewesen, also heute, 2.2., ist er in Brackley gewesen und hat Posts gemacht. Also das ist ja dort, wo Mercedes ihre Headquarters haben. Ja, einfach genial. Schau, das Ding ist, du kannst wirklich einfach mit wild mit Namen umeinander schießen. Und es ist auch so. Es hat so viele Namen, wo jetzt für den Mercedes-Sitz eigentlich schon genannt worden sind. Und es ist so ein bisschen
umgekehrt das Gleiche wie mit dem Hamilton. Der Hamilton könnte jedes Team gehen und Mercedes, habe ich das Gefühl, könnte jeden Fahrer nehmen, weil man weiss, was das Team kann. Sie haben gerade neulich einen James Allison wieder re-signed. Sie haben einen Toto Wolff, der einfach ein abnormal guter Teamboss ist. Und ich meine, es ist ein unglaublich gutes Team. Also, darf ich auch kurz einwerfen? Wenn du auf X gehst, also X Twitter, in den Trends ist Mick Schumacher drin. Wieso auch immer. Es ist der Lewis ist drin, Mick Schumacher ist drin, Sainz, Ferrari. Wieso ist der Mick drin? Weil alle das Gefühl haben, jetzt kommt der Mick rein. Ja, viele denken es schon. Ich finde es jetzt nicht so der beste Move von Mercedes-Seite her. Ich glaube nämlich, dass sie schon... Ich weiß nicht, ich glaube, sie stecken viel Vertrauen in den Russell. Und ich glaube, er hat auch Potenzial zum sehr gut zu sein. Jetzt nie auf einem Level, wo es ein Hamilton war, das ist klar. Aber die Frage ist so ein bisschen, was machst du jetzt? Willst du den Russell austesten? Willst du einfach konstant gute Fahrer nehmen? Dann nimmst du einen Sainz oder einen Albon. Willst du Championship-Material, dann suchst du irgendwo zwischen den Lücken der einen oder anderen Fahrer raus. Versuchst vielleicht noch irgendwie einen weiteren Upset zu machen, indem du zum Beispiel einen Lando Norris überholst. Mit einem riesen Monster-Deal für McLaren. Ganz ehrlich, jeder Name war schon mal in Verbindung gewesen, aber etwas, was ich auch noch würde sehen, wäre Pierre Gasly. Da hat man auch viel darüber geredet. Und das finde ich jetzt eben das Geile. Jetzt ist es so lang immer wieder diskutiert worden, ja, wer ersetzt denn den Lewis Hamilton? Weil der fährt ja eh nur noch 2-3 Jahre und dann geht er raus. Und jetzt sind wir irgendwie an dieser Situation, es hat über die Jahre ungelogen 30, 40, 50 Fahrer gegeben, die man genannt hat, wer ihn ersetzen könnte. Und jetzt hocken wir alle da und niemand hat so den Fahrer, wo man sagt, mal, den muss man ersetzen. Verstehst du, was ich meine? Es ist so, ja, das ist so. Es gibt so viele choice. Optionen, ja. Ich finde, am besten Sinn würde eigentlich schon machen, einen guten Fahrer auszuspannen, einen Pierre Gasly, der gut performt, einen Alex Albon, der gut performt, oder einen direkten Driver-Swap mit dem Sainz, fände ich auch keine schlechte Idee, weil der Sainz ist einfach, ich habe das Gefühl, das ist eine der safesten Optionen, die könntest nehmen. Der fährt er einfach gut, der fährt er konstant, er wird nicht davon fahren und er macht im Russell nicht unbedingt zu viel Druck, oder? Konstant ist eben halt so ein bisschen das Problem. Also bei Ferrari war ja nicht wahnsinnig konstant. Weißt du, wie ich meine? Also wenn du so die Rennergebnisse anschaust, letztes Jahr, ist er nicht können sagen, er ist immer hinter dem Leclerc oder vor dem Leclerc. So, weißt, ist meistens, also oft ist er mal einfach ein bisschen weg und hat wieder so ein Höch wie in Singapur. Und das war wieder ein bisschen Flaute. Weißt du, wie ich meine? Klar, das Auto spielt natürlich auch immer eine grosse Rolle. Aber also mein Gefühl sagt, die jetzt, ich sage jetzt mal 2 Fahrer, die am ehesten Potenzial hat oder am nächsten am Sitz sind in meinen Augen wirklich der Albon und der Mick. Bei Mick bin ich mir aber nicht so sicher. Ich würde, also wenn ich jetzt auch 2 Fahrer nennen, würde ich eher noch einen Daniel Ricciardo hineinschießen. Oh nein, der Danny hat gesagt, er bleibt bei Red Bull. Er wird aufhören bei Red Bull. Ich glaube es nicht. Ich glaube ihm nicht. Also es wäre krass, wenn er wieder so einen Switch machen würde. Meinst du, er würde das Angebot bekommen? Ich bin mir sicher, er bekommt das Angebot. Ich ganz ehrlich, ich sehe sogar auch, dass sie in einem Hulkenberg irgendeine kleine Anfrage schicken. Aber ganz ehrlich, Daniel Ricciardo hätte ich jetzt als Mercedes zuoberst oben auf der Liste. Weil das ist ein Fahrer, der langsam neues Selbstvertrauen gewinnt, der in einem guten Auto extrem gut fahren kann und sich gegenüber dem Russell einen guten Maßstab setzen. Sie können, wenn sie ihn gegen einen Daniel Ricciardo setzen, schauen, wie gut ist er. Ich habe das Gefühl, der Ricciardo ist so ein Maßstabfahrer geworden. Weißt? Er hat gegen einen Lando Norris gefahren, wir wissen, dass er gut ist. Er fährt gegen einen Yuki Tsunoda, wir wissen, dass der Daniel ein bisschen besser ist. Oder? Wer gegen Daniel fährt, weißt du ungefähr, wie gut das der Nächste ist. Er ist einfach gut. Verstehst du, was ich meine? Ja, das schon, aber er hat halt die Aussage gemacht, wo... Ja, das ist aber weißt du, musst... Ja, aber weißt du, musst einfach auch so anschauen, ohne Red Bull. Ohne Red Bull wäre ich jetzt nicht mehr der Formel 1. Ja, das ist so. Aber und mit Mercedes könnte er wieder führen.
Ich denke, er verdankt Red Bull viel und ich glaube auch, dass das Visa Cash App Red Bull Racing Bulls F1-Team wird wahrscheinlich dieses Jahr schon relativ stark sein, weil sie ja sehr nah mit Red Bull Racing zusammen arbeiten. Das macht mich immer noch hässlich, der Name von dem Typ. Sorry. Der Name ist bodenlos. Aber es ist echt bodenlos. Nein, also ich weiß nicht. Es ist halt, also ich kann mich jetzt null festlegen. Wenn ich jetzt würde sagen, ein Fahrer, den ich am ehesten sehe, dann ist es ganz klar der Alex Albon. Schon, hä? Ja. Ja, Alex hat einfach in den letzten 2 Jahren so einen super Job abgeliefert, die ganze Zeit bei Williams. Ich meine, er ist so mit einem schwachen Auto, ist er eigentlich so stark, vor allem im Qualifying, so gut gewesen. Und der Albon ist einfach einer, er würde sich gut mit dem Russell verstehen, weil sie kennen sich von klein her. Und ich sehe da auch so einen schwarzen Suit, weißt du? Ja, aber einfach. Ich meine, Russell Albon könnte so das Gleiche sein wie Hamilton und Rosberg. Die haben sich einfach ein bisschen schon kennt. Weißt du, wie die meinen? Ja. Das wäre geil. Das wäre hure geil. Gut sagst du das, ja. Es wäre hure krass eigentlich. Mal schauen. Also, ich meine, dann würde Albon reinkommen und würde einfach Weltmeister werden. So die ganze Zeit. So würde es einfach so ein Reboot geben. Stell dir vor, Albon geht zu Mercedes. Mercedes ist nächstes Jahr schon das stärkste Auto und Albon holt den Titel an. Ich würde mir so verarscht vorkommen als jeder andere Fahrer. Der könnte gerade Reservefahrer werden. Ja, aber auch als Hamilton würde ich mich verarscht fühlen, weißt du? Ja gut, aber da muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, das ist halt das Risiko, das der Hamilton muss eingehen oder mit dem muss er rechnen, dass Mercedes einfach dann halt 2025 plötzlich wieder stark könnte sein. Weißt du, er ist ja vor etwa 1-2 Wochen im neuen Auto drinnen gehockt. Wahrscheinlich ist der, ganz ehrlich, ich glaube fest daran, dass es so abgelaufen ist. Er hatte den Deal bei Ferrari gehabt, ist sich noch nicht sicher gewesen, ob er noch unterschreibt, ist nachher in das Auto anschauen, ist da reingehockt und hat gemerkt, Alter, die machen schon zum 3. Jahr nacheinander die gleichen Fehler und probieren es noch einmal mit dem gleichen Chassis. Meinst du, also gut, sie kommen nicht mehr, aber sie kommen nicht, ja, wahrscheinlich könnte es schon sein, dass es so war. Aber ich glaube nicht, dass sie mit dem No-Sidepod-Konzept wiederkommen. Ich glaube, sie werden schon näher als Red Bull-Konzept herkommen jetzt. Oder vielleicht sind es eben nicht näher als Red Bull-Konzept, sondern sie haben das Ferrari-Konzept genommen. Oder nein, aber nicht das Ferrari-Konzept, sondern sonst ein anderes Neues, weißt du? Ja, so, dass er sich einfach denkt, die Jungs machen einfach, was die machen. Ciao. Gut, weißt du, muss ja ehrlich auch sagen, das Ferrari-Konzept ist ja an und für sich nicht schlecht gewesen, weil das ist das Konzept gewesen, das am nächsten als Red Bull, also von der Performance hergekommen ist. Das ist so, ja. Obwohl es eine ganz andere Grundlage hat. Die Philosophie war anders gewesen, ja. Es kann ja, weißt, es ist ganz ehrlich, es ist ja eigentlich, auch wenn jetzt der Red Bull extrem dominant war, es kann uns niemand versprechen, dass das Red Bull jetzt in diesem Jahr nicht vielleicht schon das Top erreicht hat. Vielleicht geht es gar nicht mehr. Wir werden es jetzt nächstes Jahr sehen, wenn sie noch viel schneller können. Dann ist vielleicht das Ferrari-Konzept doch nicht so gut. Es könnte immer noch sein, dass das Ferrari-Konzept wie ein higher Ceiling hat oder ein höheres Dach, wo sie noch hingehen könnten. So. Gut, ich glaube, es werden alle Teams aufs Red Bull-Konzept gehen. Ich glaube, dieses Jahr werden wir Autos sehen, die sehr, sehr ähnlich aussehen. Weil eben das McLaren-Konzept ist ja auch ähnlich gewesen wie das Red Bull, darum haben die so gut sich weiterentwickeln, weil sie einfach den Teil gemacht haben wie Red Bull. Aber die Grundphilosophie, weißt du, die Crash-Structures und so, die verbaut worden sind, ist ja sehr ähnlich von Red Bull. Und darum sind die dann nachher die auch die Aerodynamik so anpassen wie Red Bull. Aber Ferrari hat komplett einen anderen Aufbau gehabt und Mercedes hat logischerweise auch. Darum ist das nicht gegangen. Und ich denke, dass alle Teams dieses Jahr ähnlich werden aufbauen wie Red Bull. Ziemlich sicher sogar. Und Red Bull hat ja schon, also es gibt so ein bisschen Gerüchte darum, dass Red Bull angeblich soll schon gewisse Sachen beim RB20 ist ja jetzt, wo kommt, wo sie möchten wie so nicht einstampfen, aber so wie ein bisschen eingefrieren, nur im Notfall weiterentwickeln. Also die sind eigentlich schon mit dem Fokus aufs nächstjährige Auto, also nicht für das 24, sondern für das 25. Das ist krank. Ja, aber es ist so sicher. Gegen die zweite Hälfte eigentlich ist die Rest von der Saison eigentlich nur noch ein Testbett gewesen. Weil das haben sie, für die, die es nicht wissen, sie haben letztes Jahr, gegen Ende Jahr, haben sie immer wieder Upgrades an die Strecke hineingenommen, um zu schauen, wie sie performen. Haben sie aber dann bei den Rennen und vor allem für das nächste Rennen dann gar nicht mehr mitgenommen. Das heisst, die haben jetzt eigentlich heimlich
die Rennstrecke als Windtunnel gebraucht, gerade gesagt, um ihr das nächste Auto zu entwickeln, weil sie bauen sie auf dem gleichen auf. Und jetzt setzen sie einfach die Bausteine zusammen und haben schon eigentlich vor Anfang Wintersaison ein fertiges neues Auto gehabt. Also es kann sein, dass sie noch einmal viel mehr davon säckeln. Also es ist wirklich kreativ. Es ist kreativ. Aber ganz ehrlich, wenn du in dieser Position bist und du halt eben deinen Job so gut gemacht hast und du das kannst ausnutzen, mach das. Ich meine, das wird jeder so machen. Das wird jeder so machen. Wegen dem bringt auch die Aerobusse dann genau gar nicht, weil sie sind zu gut. Ja, das ist so. Ja, es wird krass werden. Ich glaube, diese Saison könnte schon mal sehr, sehr spannend werden. Ich bin auch gespannt, wie auch der Hamilton jetzt so im Team behandelt wird. Es ist klar, dass er nicht mehr bevorzugt wird. Ich meine, letztes Jahr ist ja immer noch ein bisschen bevorzugt worden in gewissen Situationen, das ist schon gemerkt. Aber das Jahr wird nichts mehr davon übrig sein. Also da muss er voll durchgehen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, er wird bei Mercedes... Ich habe das Gefühl, es ist so ein bittersüßer Abschluss. Ich glaube, es ist nicht, dass sie werden hässig sein auf ihn oder etwas, weil sie verstehen ja, sie haben ihm nicht das Auto geliefert, das er hat gebraucht, um sie nach die Titel holen. Und das ist sein einziges Ziel. Und sie haben auch viel ihm zu verdanken. Das ist aber so, der Hamilton hat auch viel ihnen zu verdanken, muss man einfach auch so sagen. Das ist so. Und ich glaube, dass beide Partien werden das extrem wertschätzen, weil sie haben das bis jetzt auch immer sehr wertgeschätzt. Es hat nie irgendwie so einen Moment gegeben, wo du das Gefühl hast, das Maulen, das er jetzt macht, das Nerven oder das Genervtsein, das ist einfach über das Wochenende so gewesen. Er war immer extrem dankbar gegenüber Mercedes. Und ich glaube, das wird jetzt auch im nächsten Jahr bleiben. Ich glaube vor allem, dass es sehr sentimental wird. Ich glaube, es wird an paar Strecken werden, ja, vielleicht auch Tränen fließen. Strecken, die er oft gewonnen hat, zum Beispiel Kanada. Das wird wahrscheinlich sehr emotional sein, dort das letzte Mal mit Mercedes zu fahren. Was hat er? 7 Wins, glaube ich, mit Mercedes dort. Keine Ahnung, ist möglich. Einfach so Sachen, glaube ich, wird es jetzt da so viel geben. Und eins ist ganz, ganz klar, das hat das Silly Season noch viel verrückter gemacht, als dass wir es überhaupt erwartet haben. Weil wir haben gewusst, es werden viele Fahrer hin und her gehen, aber ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet. Ich glaube, wir haben sogar in den letzten paar Podcasts einmal gesagt, ich glaube, bei den Top-Teams wird sich nicht viel verändern, außer Perez. Und jetzt haben wir voll könnte sogar noch sein, ja. Jetzt haben wir wirklich einfach den Salat. Es bleibt wirklich extrem spannend. Also wir haben ja zwar noch gesagt, der Perez wird ersetzt im Verlauf der Season durch den Ricciardo oder so. Und ja, keine Ahnung. Also es wird wirklich noch spannend werden. Ich glaube schon auch, dass... Also die Silly Season ist so viel Wind aus dem Segel genommen worden für das Jahr. Durch die ganze Geschichte. Weil eben Leclerc verlängert, Norris verlängert, Piastri ist verlängert letztes Jahr und jetzt Hamilton. Die Frage ist natürlich noch, und ich glaube, das ist das letzte Thema jetzt in dieser heutigen Episode, wo geht es her für den Sainz? Das ist halt noch so ein bisschen die Frage. Ich persönlich glaube, er wird ein Jahr aussetzen und kommt dann zu Audi, weil ich glaube, er steht beim Andy Seidel zuoberst oben auf der Liste. Ich glaube, er wird kommen zu Audi dann. Halt wegen guten Verbindungen vom Vater zu Audi. Und ich glaube, das sehe ich ihn schon. Also ich kann mir gut vorstellen bei Audi und dass er mit dem Team dann wieder retour kommt. Dann. Und ich glaube zwar nicht, dass Audi von Anfang an wird volles Top-Team sein, aber ich denke, sie können schon recht konkurrenzfähig sein. Dann. Okay, ich gehe ein bisschen in einen anderen Gedankengang. Ist nicht unrealistisch, also ein Jahr draussen. Ja, das ist eigentlich das, was mich stört. Ich sage auch, dass er ab 26 wird bei Audi fahren. Ich glaube, das ist in meinen Augen in Stein gemeißelt. Ich sage aber nicht, dass er ein Jahr rausgeht, sondern ich sage, der Alonso, entweder geht er ja zu Mercedes oder er lässt es sein. Weil er ist doch wirklich nicht mehr der Jüngste. Ich weiss, das sagen wir auch schon seit Jahren, aber irgendwann wird er müssen aufhören. Und ich denke, ehrlich gesagt, einen Spanier mit einem Spanier ersetzen, ist keine schlechte Idee für Aston Martin. Ich würde nur noch bei Aston Martin sehen, mindestens für ein Jahr, so, um das Team ein bisschen dort zu unterstützen und dann geht er weg zu Audi. Ich finde, das macht eigentlich noch Sinn. Ja, das ja gut, also der Mike Crack, der Mike Crock hat ja gesagt, sie möchten gerne mit dem Alonso verlängern. Ja, Alonso noch verlängern. Ja, eben jetzt, wo die Möglichkeit ist zu Mercedes, ist es natürlich schon verlockend für ihn, glaube ich. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der Alonso hört erst auf
Formel 1 fahren, wenn er einfach keinen Sitz mehr bekommt. Dann hört er auf. Aber vorab hört er nicht auf, glaube ich. Das könnte halt schon sein. Aber er kommt halt schon langsam so ein bisschen in Kimi-Territorium. Ist er schon älter als der Kimi, oder nicht? Ja, nein, ich meine mehr so, weil er einfach nur noch fährt zum Fahren. Aha, ja, nein, das schon nicht. Ich glaube, der Alonso ist schon der einfach ausverrecken noch einen WM-Titel holen will. Das ist einfach so, glaube ich, oder einfach sicher noch ein Win. Das ist so sein Ziel. Und ich glaube, so, das kann er schon schaffen. Ich glaube, so mit Aston, Aston könnte schon sehr stark sein dieses Jahr. Also die müssen sicher ein Auge behalten dann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da etwas kommt. Aber weißt, das Problem ist einfach so, dass beim Sainz ist halt, er ist halt schon echt gebrandmarkt, dass er jetzt halt eben so mit Audi in Verbindung gebracht wird. Und das Problem ist einfach, was ich gesehen ist, welches Team möchte einen Fahrer für nur ein Jahr verpflichten. Das machen die wenigsten. Eigentlich habe ich das Gefühl, wir überlegen zu weit. Sauber. Es macht ja absolut Sinn, weil es sind der Joe rauskicken. Ja, der Joe oder der Bottas. Ganz ehrlich, hallo, der Bottas doch nicht. Ja, der Bottas bringt kein Geld. Das ist dann der Unterschied. No, der Bottas bringt den Kalender mit Arsch. Ja. Der Bottas ist, ich sage, marketingtechnisch auch sicher in der westlichen Welt gut. Der Joe bringt einfach definitiv Cash rein, nicht nur das. Ich finde, er fährt wirklich auch gut. Ich finde, ganz ehrlich, definitiv. Du kannst fast die schon auf ein gleiche Skill-Level setzen. Das Einzige, was der Bottas in meinen Augen noch voraus hat, ist, dass er mehr Erfahrung hat. Ich finde, der Joe ist pace-technisch nicht viel schlechter als der Bottas. Wenn nicht sogar gleich gut. Und da muss ich echt sagen, egal wer, kickt einen von denen raus, nimmt der Sainz schon ins Team, damit er sich akklimatisieren kann mit den Leuten, die er arbeiten will, die nächsten paar Jahre. Ja, vor allem ist er dann voll im Prozess von der Audi-Entwicklung integriert, Wechsel, oder? Er wird alles mitbekommen, er ist wieder unter dem Seidel. Er kann jetzt dann schon, bevor das Projekt effektiv anfängt, Einfluss nehmen und das Auto um sich bauen, weil Sainz wäre ein guter Leadfahrer für das Team. Ja, ich glaube auch, der Sainz ist eigentlich noch, weißt, ist ja noch eigentlich jung in dem Sinn und ist trotzdem schon echt lange in der Formel 1. Ist zur gleichen Zeit noch wieder Verstappen, auch dazu mal. Und er ist echt schnell. Das kommt noch dazu, er ist wirklich ein verdammt guter Fahrer. Ja, das ist so. Definitiv. Ich meine, schau mal das erste Ferrari-Jahr an. Hat er einfach den Leclerc besiegt? Ja. Von den Punkten her. Und er ist auch besser gefahren. Letztes Jahr hat er noch auch geholt, wenn er nicht so viele Issues hatte mit seinem Auto. Ja, und er ist halt auch ein paar Mal nicht bevorzugt worden. Gell? Das ist so. Die Teamstrategien sind teilweise ein bisschen naja gewesen. Aber ja, eben, es ist halt schwierig zu sagen beim Sainz. Ich meine, der Sainz hat auch angekündigt in einem Statement, er wird sich in der Zukunft dann noch melden, in welche Richtung das für ihn geht. Also ich denke, er hat schon einen Plan. Ich glaube auch, das hat auch schon ein bisschen mitgespielt, wieso das bei Ferrari keine Vertragsverlängerung gekommen ist. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass Ferrari ihm schon eine Vertragsverlängerung hergelegt hat, für ihn aber das wirklich halt nicht interessant war. Könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube nicht, dass Ferrari ihm keinen hergelegt hat oder einen extrem schlechten. Da bin ich überzeugt. Ich glaube wirklich, das Problem war auch, dass er vielleicht noch 1-2 Jahre mehr hätte wollen. Der Hamilton hat vielleicht schon noch das 25 bei Mercedes gemacht. Allenfalls. Und ja, er hat wahrscheinlich einfach einen Multi-Year-Deal wollen, weil er hat es sich ja auch verdient. Sind wir ehrlich, jeder andere Fahrer hätte eine Anfrage bei Ferrari stellen und hat das jetzt nicht bekommen, weil was willst du denn Sainz rausschießen, oder? Ja, das stimmt schon. Schwierig. Ja, es ist halt schwierig zu sagen, weil wir halt nicht integriert sind dort oder nicht mitbekommen, was genau abgeht. Aber man kann ja immer ein bisschen spekulieren. Aber ich glaube, wir können festhalten für die heutige Episode, der 1.2. war ein krasser Tag gewesen. Also das ist wirklich, so etwas habe ich noch nie erlebt. Also vor allem, dass ein Fahrer Einfluss hat auf eine Aktie so extrem. Ich meine, der einzige Mensch, der das kann, ist Elon Musk und dann hat es sich auch schon. Ja, und genau. Das ist, mit dem Max funktioniert, wie er denkt. Oder? Ja, also das ist abartig krank jetzt gewesen, was gestern abgegangen ist. Also ich bin, glaube ich, noch nie in meinem Leben so oft auf Instagram gewesen, habe immer aktualisiert oder auch irgendwie auf X und so aktualisiert. Aber nein, es war ein krasser Tag, es war ein geiler Tag. Ich habe mich wirklich gefreut für den Hamilton und ich bin wirklich, wirklich gespannt auf 2025, wie das wird, aber auch auf 2024, wie das jetzt so Sainz, Ferrari, wie das noch harmoniert und dann natürlich Hamilton und Mercedes. Aber ich denke, Hamilton, Mercedes wird einiges besser noch funktionieren als Sainz, Ferrari, habe ich so das Gefühl.
Bin ziemlich überzogen. Ja, glaube ich ja. Definitiv. Weil der Sainz, ja... Ich glaube, er ist ziemlich hässig. Ja, ich weiß nicht, ob er wirklich hässig ist, aber ich glaube, es enttäuscht wird er schon sein. Vor allem, halt, wie es halt ein bisschen rausgekommen ist, oder dass er, ja, ich meine, er ist ein bisschen so blöd gesagt, wie die Medien so informiert wurden, so, ja, der Hamilton hat jetzt einen Vertrag und so. Ich glaube, selbst vorher hat er es wahrscheinlich nicht gewusst, kann ich mir mal schwer. Nein, safe nicht. Ich glaube, der hat das genau wie wir alle mitbekommen. Wir werden das dann spätestens bei Drive to Survive annehmen, das läuft ja dann gar noch nicht. Nein, das wird erst nächstes Jahr sein. Das wird erst er wird es auch sicher erzählen. Ja. Ja, aber ja, wir erzählen euch in der nächsten Episode vom Unsafe Release, was wir geplant haben, beziehungsweise über das Bingo, wo ich selber auch noch nicht so genau auf dem Schirm habe, aber wir haben hier ein paar Predictions und Vorhersagen, sage ich jetzt mal, gesammelt noch vom WeDop, vom Magic Card und vom Simi. Habe ich es alle aufgezählt, oder? Mhm. Und natürlich von uns zwei noch natürlich, auch von euch noch Hosts da natürlich, haben wir nicht vergessen. Das wird richtig geil werden, weil ich habe Prediction vom Simi, vom Magic Card und vom WeDop habe ich nicht gesehen und deine habe ich auch nicht gesehen, ich kenne nur meine. Und das wird richtig geil werden. Ich bin richtig gespannt, was da rauskommt. Ich freue mich richtig auf die Episode. Das wird wahrscheinlich auch eine Mörder-Episode werden. Ja, das wird und dann sollten wir irgendwann noch eine Episode wahrscheinlich machen über die neuen Liveries, die rausgekommen sind. Heute hat ja Haas ihr Auto präsentiert, wo by the way eigentlich recht schick aussieht, muss ich noch gerade so erwähnen. Aber da kommt dann nachher auch nochmal, denke ich, eine separate Episode. Also wir werden noch ein paar Episoden müssen raushauen. Und hast du noch irgendetwas gerade, wo willst du noch erwähnen oder? Nein, ich kann eigentlich genau über das noch reden, über das Bingo und ich hoffe, euch wird es gefallen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das rauskommt. Ich hoffe, es finden alle Zeit, wo wir integriert haben, um mit uns zusammen ein bisschen aufzunehmen. Und dann ja, zum ersten Mal ein bisschen eine Special-Episode, wo ihr vielleicht nicht nur uns werdet am Mikrofon hören. Genau, ja, das Ganze werden wir dann vielleicht auch noch streamen dann auf Twitch, bei mir auf twitch.tv/gaselch. Also können wir schnell oder schauen schnell rein, würde uns sicher freuen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen von der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns wie immer, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Endlich haben wir gesagt, es wird jetzt ein bisschen eine kurze Episode. Oder haben wir gedacht, jetzt sind wir gleich wieder fast bei 50 Minuten. Ja, danke vielmals, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und wir hören uns, wie gesagt, in der nächsten Episode wieder vom Unsafe Release.